Unser tägliches Brot gib uns heute. Da sind wir gelandet. Unser tägliches Brot gib uns heute. Pro Kopf konsumieren die 18- bis 75-jährigen Schweizer und Schweizerinnen im Durchschnitt 115 Gramm Brot pro Tag. In der Deutschschweiz mehr, nämlich sind es 121. Und wenn man alle Getreideproduktion inklusive Reis hinzunimmt, dann konsumiert in der Schweiz der Durchschnittsbürger 60,6 Kilo pro Jahr. 60,6 Kilo. Deutschland 73 Kilo. Die essen mehr Brot. Das ist eine Brotnation schlechthin in Deutschland. Brot nimmt bei den Ausgaben für unsere Lebensmittel einen verschwindend kleinen Prozentsatz aus. Circa 0,24% von dem durchschnittlichen Haushaltsbudget geht an Brot. Und überhaupt seit 1969 hat sich der Ausgabenanteil für Lebensmittel an den gesamten Konsumkosten, die wir haben, von Schweizer Privathaushalten um 2/3 reduziert. 1969 gab man durchschnittlich noch 31% von seinem Haushaltsgeld dann für Nahrungsmittel aus. 31%. 1969. 2019 waren wir noch knapp bei 10% aller Konsumausgaben, die wir hatten. 2020 wird vielleicht anders sein, weil da konnte man nicht mehr ins Restaurant gehen, dann hätte man vielleicht mehr gekocht daheim. Aber wie auch immer, bis 2019 knapp 10% von allen Konsumausgaben haben wir für Lebensmittel ausgegeben. Unser tägliches Brot kriegt angesichts dieser Zahlen aus rein lebensmitteltechnischer Seite her, muss man sagen, ist einfach nicht so eine bedeutende Bitte im Vaterunser für uns. Und seien wir mal ehrlich, wenn du irgendwo im Laden drin stehst oder bei der Bäckerei mit der Bitte unser tägliches Brot und stehst vor dem Regal und hast eine Auswahl von 25, 30 verschiedenen Brotsorten. Vom Joggingbrot angefangen bis glutenfrei, Ruchbrot, Weißbrot, Toastbrot, weiß der Geier, was für eine Brotsorten du alle hast. Und dann gehst du noch weiter zum nächsten Regal und kaufst noch, was weiß ich, Ananas, Joghurt. Am Schluss wird dir schummrig vor Augen vor 45 verschiedenen Joghurtsorten. Und denkst einfach, jetzt, was nehme ich denn? Ich hole einen Landjäger. Ist einfach zu viel. Landjäger kennt man. Da gibt nicht so viele Sorten. Nein, die Bitte denn, unser tägliches Brot vor so vollen Regalen wird irgendwie eigenartig. Es passt fast nicht mehr in unsere Zeit. Auch weil so ein verschwindend kleiner Anteil an Geld noch für Lebensmittel bei uns ausgegeben wird. Leute, es ist kein Zufall, dass in der Mitte von dem Vaterunser als vierte von 4 Bitten diese Bitte steht, unser tägliches Brot gib uns heute. In der letzten Woche und der vorletzten Woche, wie wir begonnen haben mit dem Unser Vater, da war noch die Rede vom heiligen Namen Gottes, von seinem Reich, seinem Wille, der geschehen soll im Himmel, so auf Erden. Also ziemlich himmlische, großartige Dinge und dann wechselte auf einmal zu ganz irdischen Dingen wie tägliches Brot. Für Jesus, wenn man sein Leben so studiert, war das nie ein Widerspruch. Das himmlische, göttliche, wunderbare Dinge mit sehr alltäglichen, profanen Dingen sehr wohl einhergeht. Und Jesus das nie als unwichtig betrachtet hat, so alltäglich irdische Dinge. Die Kleinigkeiten hingegen waren Jesus häufig sogar sehr, sehr wichtig. Interessanterweise, inmitten einer Menschenmenge fällt Jesus die Traurigkeit von einer Witwe auf. In Lukas 7 wird das berichtet. Eine riesen Menschenmenge und eine Frau, die traurig ist, die entdeckt er. Oder sieht die Müdigkeit von seinen Jüngern im Markus-Evangelium und sagt ihnen dann anschließend, ruht euch mal ein wenig aus. Das hat keine Zukunft so. Er sieht, dass sie nicht mehr können, nicht mehr mögen, traurig, müde geworden sind über die alltäglichen Dinge, über die Abstandsregeln und so weiter, sind müde geworden und Jesus fällt das auf. Oder er sieht die knurrenden Magen von den Leuten oder er sieht auch den fehlenden Wein an diesem Hochzeitsfest. Jesus fallen viele Kleinigkeiten auf, wenn er sein Leben so studiert. Und deswegen ist es nicht ungewöhnlich, dass mittendrin steht, unser tägliches Brot. Jesus interessiert sich nicht nur an deinem Gebetsleben, mit anderen Worten.
Jesus interessiert sich tatsächlich so, wie es dir auch geht. Und bevor wir die Bitte noch jetzt genauer anschauen, noch mal einen Schritt zurück zu dem Aufbau von dem Gebet. Es fängt wirklich an mit unser Vater im Himmel, geheiligt wird er sein Name. Daniel Lipp hat vor 2 Wochen darüber gesprochen. Der Vater und trotzdem heilig. Es geht um sein Reich, um seinen Willen, der geschehen soll. Und meist fangen unsere Gebete ja mit anders an, indem wir sagen, Herr, ich habe ein Bedürfnis, mir geht es so und so und so. Und dann reden wir über unsere Nöte und Wünsche und Fragen. Und Jesus lehrt uns da so ein Gebet und sagt, so sollt ihr beten, unser Vater, sein Wille geschieht, sein Reich, um das geht's, seine Pläne, sein guter Wille. Und in unserer Gesellschaft, ich denke, wir alle sind damit aufgewachsen, da kann man noch niemals einen Vorwurf draus machen. Wir werden groß damit, mit dem Gedanken, ja, es geht um deine Bedürfnisse zuerst mal, wie geht es dir und so weiter und so fort. Und dann kommt alles andere. Leute, die Turbulenzen rund um die ganze Pandemie mit den immensen Kosten und Verschuldungen in die Zukunft hinein, die machen etliche Menschen unsicher. Und fragen zu Recht, ja, wie soll das in Zukunft gehen? Ja, wer soll das, welche Generation soll das noch bezahlen? Wie wollen wir das irgendwie lösen miteinander? Und auf einmal merken wir als ganze Gesellschaft, look, es gibt einfach keine ewigen Sicherheiten. Und das merken wir jetzt ziemlich deutlich, es gibt nicht ewige Sicherheiten. Und diese Bitte um das tägliche Brot, die sagt im Prinzip auch, Jesus sagt, um das Heute. Wir beten ums Heute. Wir beten noch nicht ums Morgen und Übermorgen und so weiter. Wir beten wirklich ums Heute. Und mehr verspricht er auch nicht. Was steckt hinter der 4. Bitte? Look, zuallererst mal, wenn man die 4. Bitte liest, unser tägliches Brot gib uns heute. Es geht um Lebensmittel, offensichtlich. Es geht um Brot, Lebensmittel. Und was meint er damit, Jesus, wenn du sagst, unser tägliches Brot? Der Luther, der das so täglich mit täglichem Brot übersetzt hat, und noch andere, die hinter dem Wort täglich steckt noch ein bisschen mehr, weil das Wort täglich kommt tatsächlich nur einmal vor im Neuen Testament. Da. Einmal kommt das Wort davor. Manche übersetzen es auch damit, unser Brot für morgen gib uns heute. Und das ist mit in Anlehnung daran, wie damals Brot gebacken wurde. Es braucht Zutaten. Den Sauerteig tat man am Tag vorher ins Mehl, damit man ihn am nächsten Tag dann backen konnte. Wir nehmen heute Hefe, wir müssen nicht so lange warten und so weiter. Und deswegen kamen manche auf die Idee und sagen, ja, wir brauchen die Zutaten fürs Brot, morgen brauchen wir heute schon. Und so haben es manche dann ausgelegt. Und manche dachten dann auch daran, dass Jesus hier an das kommende Reich denkt und gib uns heute doch schon etwas von dem Himmelreich, damit heute schon keiner Hunger mehr muss. Der Martin Luther hat in seinem kleinen Katechismus, in seiner Auslegung zum Vater Unser, das tägliches Brot mal folgendermaßen erklärt. Was heißt denn tägliches Brot? Alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Ja, das ist mal eine Auflistung. Und desgleichen. Im kleinen Katechismus hat er das so erklärt. Das ist das, was wir zum Leben brauchen. Mit anderen Worten, er hat versucht darzulegen, es geht um das Lebensnotwendige, es geht nicht um den Schlagrahmen obendrauf. Es geht um das Lebensnotwendige. Und das wollte er deutlich machen. Und ich glaube, wenn wir uns dieser Bitte heute stellen und wenn du sie betest, unser tägliches Brot gib uns heute, dann soll unser Blick wirklich aufs Notwendige gerichtet werden. Die Bitte zwingt uns ein bisschen aufs Notwendige zu schauen und nicht noch das auf alle anderen Annehmlichkeiten, Sicherheiten und Vorsorgen, die vielleicht wir auch noch gerne hätten. Sondern in unserem Breitengraden, glaube ich, soll es uns wirklich dahin führen, zu beten, ja, ich möchte den Blick für das Notwendige nicht verlieren. Und danke für dieses Notwendige, was ich heute habe. Und nicht das, was ich noch nicht habe, das 2-Phone, 3-Phone, Neuphone oder was auch immer für ein Phone. Danke für das. Nervöser Finger. Danke für das, was ich heute jetzt hier habe.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, meine Großmutter, die hat 2 Weltkriege erlebt. Und wir wohnten in dem Haus von meiner Großmutter, die war selbstständig, hat so ein kleines Geschäft gehabt. Und mein Großvater ist früh gestorben. Und ich als kleiner Junge, so ungefähr 8 bis 10 Jahre, nehme ich an, war ich, habe ab und zu bei meiner Großmutter gegessen, die wohnten unten, und zum Nacht oder auch zum Mittag nach der Schule. Und ich habe nicht so wahnsinnig gern bei meiner Großmutter gegessen. Zum einen, sie kochte nicht sehr gut, weil sie hat den ganzen Tag gearbeitet. Sie fing morgens um 7:30 an und hat dann um 10 Uhr die Kartoffeln auf den Herd gestellt und die kochten dann bis mittags, auch das Gemüse. Das war dann alles so durchgekocht mit um 12:30 und dann wurde das untereinander gemacht, weil um 1:30 wurde wieder gearbeitet bis 6:30 in ihrem Geschäft. Und Brot, wenn man bei ihr Brot aß, dann gab es sicherlich Käse und Wurst dabei, aber sie hat auch immer altes Brot noch dabei gelegt. Das neue Brot war da und das war das alte auch noch da. Und selbstverständlich, ich als kleiner Junge sagte, nein, ich möchte das frische, neue Brot haben. Und meine Großmutter war da sehr streng und sagte, nein, zuerst wird das alte Brot gegessen und dann erst das neue. Und ich habe dann immer argumentiert, das Brot ist hart. Und den Ausspruch vergesse ich nie. Da hat meine Großmutter immer gesagt, nein, das Brot ist nicht hart. Kein Brot ist hart. Kein Brot zu haben, das ist hart. Punkt. Und dann wurde gebetet. Danke, Herr, für diese Speise, uns zur Kraft und jetzt zum Preise. Guten Appetit. Das ist mir geblieben. Dank für das Notwendige ist gut. Und seid dankbar dafür und bet für das Notwendige. Das ist zuallererst, es geht um Lebensmittel. Jesus redet von dem. Und dann geht es aber noch weiter. Neben dem Lebensmittel, glaube ich, geht es bei der Bitte auch um die Lebensmitte von unserem Leben. Weil interessanterweise, Brot spielt in dem Leben von Jesus wirklich eine zentrale Rolle. Er wird in Brothausen geboren, also in Bethlehem übersetzt, das heißt Brothausen. Und am Anfang von seinem Wirken steht auch so eine Brotgeschichte. Es beginnt mit der zwar Versuchung, wo Jesus in die Wüste geführt wird. Und wo er in der Wüste umher ist und Hunger hat. Und dann er aufgefordert wird, in Matthäus 4 steht es, bist du der Sohn Gottes, so sprich doch, dass diese Steine Brot werden. Und Jesus antwortet dann aus dem 5. Buch Mose, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Da beginnt seine ganze Geschichte mit Brothausen und dann diese Versuchungsgeschichte. Und am Ende von seinem Leben steht wieder Brot zentral im Zentrum von seiner ganzen Gemeinschaft, mit der er zusammen ist. Und er redet von dieser unvergänglichen Speise und sagt, dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und bricht denn das Brot. Und Brot hat wie so eine rote Linie im Leben von Jesus drin. Auf dem Höhepunkt von seinem Wirken, 5000 Menschen sind zusammen, eine riesige Truppe, alle sind gebannt zuzuhören, was Jesus sagt und so weiter. Und da sagt er ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten. Aber vorher hatte alle die 5000 Leute satt gemacht. Und für Jesus war das nicht irgendwie, das war jetzt, ja, wir müssen es halt satt machen, damit es auch bleiben und so. Nein, Jesus fand beide Dinge waren wichtig. Er macht alle Menschen satten und sagt ihnen, aber der Mensch lebt eben auch nicht nur vom Brot allein. Ich bin das wahre Brot. Wer mich glaubt, den wird nicht mehr hungern. Häufig wird das auch in christlichen Kreisen auseinander dividiert, dass man ja so hilft, das ist eine Sache, aber das wahre Wichtige ist dann wirklich so spirituelle Dinge. Look, wenn du jemandem zu essen gibst, wenn du jemandem hilfst, dann ist es genauso wertvoll, als wenn du irgendeinem einen Podcast gibst oder ein Buch schenkst oder irgendeinen so einen Zettel gibst oder eine Bibel gibst. Das ist genauso wertvoll. Und wenn du einen einlädst zum Essen, dann ist es genauso wertvoll, als wenn du einen einlädst zum Gottesdienst, zum Livestream oder sonst was. Es ist genauso wertvoll. Jesus hat das nicht so unterschieden. Interessanterweise, wenn man die Bibel liest, zeigt sich die Liebe Gottes, wo Jesus immer wieder darüber geredet hat, fand ganz häufig beim Essen statt, bei Tischgemeinschaften, wo Jesus mit Leuten zusammen war. Im Matthäus-Evangelium, nach diesem großen Redeblock von Matthäus 5, der Bergpredigt, kommen viele Wunder- und Heilungsgeschichten. Und mitten in den Geschichten drin, da finden wir die Erzählung, wie Jesus bei Matthäus nach Hause kommt, bei diesem Zöllner, der überhaupt nicht gut angesehen war in frommen Kreisen.
als Sünder galt, als Leute, als Betrüger galt. Und Jesus geht in sein Haus hinein und andere kommen hinzu. Und es geschehen Heilungsgeschichten und Bekehrungsgeschichten. Alles rund ums Essen. Lebensmittel teilen, an den Tisch einladen. Ich glaube, das ist häufig sogar die beste Art, jemanden der Lebensmitte, Jesus, irgendwo zu zeigen. Aber Jesus macht doch deutlich bei der Speisung von diesen 5000, dass auch du mit dem vollen Bauch und wirklich satt und zufrieden sein kannst, dennoch hungrig bleibst in deiner Seele und auch unzufrieden bleibst in deiner Seele. Es gibt einen Hunger nach Leben, nach Sinn und nach Liebe, nach Angenommensein. Und statt Lebensmittel, glaube ich, brauchen wir in unserem Breitengraden tatsächlich mehr Lebensmittel. Das Brot vom Leben. Das Wort Gottes, wo irgendwo in das Leben von Menschen wieder hineinkommt und lebendig wird. Ich habe vor kurzem eine Grafik gesehen, da sollten Leute reinschauen, so eine Word Cloud, so ähnlich wie wir es jetzt eben gemacht haben hier mit dem Valentinstag. Es hieß Sehnsucht in einem Wort. Wonach sehnst du dich momentan? Und dann kam diese Grafik zustande. Fastnachts, Apero, Sex, Reisen, Umarmungen, Freiheit, Freunde. Der ganze bunte Blumenstrauß an Sehnsüchte momentan. Wonach sehnst du dich? In einem Wort, schreib's auf. Fand ich beeindruckende Grafik. Beeindruckende Wörter, die da zusammengekommen sind. Einladung. Ausgelassenheit. Treffen. Berge, Flirten. Unbekümmerheit. Schau, hinter den Wörtern steht letztlich eine Sehnsucht auch nach Lebensmitte, nach dem Brot vom Leben. Dass irgendwo in meinem Leben eine Mitte ist, ein Brot vorhanden ist und mir eine Seele mitten in so einer verrückten Zeit immer wieder Ruhe auch gibt. Und zu mir spricht, mich wieder aufstellt, mich wieder satt macht. Wie kommt das Brot vom Leben? Wie kommt das Brot vom Leben zu uns? Zu dir, zu allen Menschen. Und wenn ich jetzt dran denke, ins Alte Testament, du bist vielleicht schon sehr bewandert in der Bibel, schon viel gelesen. Im Alten Testament gibt es doch die Geschichte von diesem Volk Israel, wo unterwegs ist in so einer Wüstenzeit, eben so mühsame Zeiten. Und das Manna, dieses tägliche Brot, fiel vom Himmel herunter. Jeden Tag neu. Man konnte es nicht aufbewahren, außer am Wochenende, aber jeden Tag. So soll es doch wieder vom Himmel runterfallen. Nein, es wird nicht so runterfallen. Nirgendwo im Neuen Testament wird uns das verheißen, dass dieses Brot vom Leben einfach so runterfällt vom Himmel und dann zu dir und zu mir wirklich hinkommt. Wie kommst du uns Menschen? Das hängt tatsächlich mit den Bitten, mit den ersten Bitten vom Reich, vom Vater unser zusammen. Wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auch in mir, auch in meinem Leben, Leute, dann geschieht nämlich was. Wenn du das Gebet betest, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier, dein Reich komme, dann passiert was in deinem Leben. Das hat Auswirkungen. Und die besten Auswirkungen, glaube ich, können wir sehen in der Entstehungsgeschichte von der ersten Kirche, weil die haben das nämlich so gelehrt bekommen von Jesus und haben es tatsächlich auch so gebetet. Und dann ist was passiert. Und das erste Ritual, so könnte man es fast sagen, das die urchristliche Gemeinde regelmäßig gefeiert hat, war das gemeinsame Essen, war eine Mahlzeit, das Abendmahl. Damit meine ich nicht das Abendmahl, was wir ab und zu auch meist erst so feiern, so ein kleines Brot, Corona-Form, abgepackt Brot und dann noch irgend so einen kleinen Becher mit so einem Schlückchen Traubensaft da drin. Die Mahlzeit, die die ersten Christen da gefeiert haben, wo sie zu eingeladen haben, war eine volle, komplette Mahlzeit. Da wurde gegessen. Da wurde getrunken. Und den ersten Christen war von Anfang an klar, look, im Himmel gibt es keine Einzeltische. Da gibt es nur Gemeinschaftstische. Und an jedem Tisch ist auch jeder willkommen. Und jeder Platz darf besetzt werden von jedem noch so eigenartigen Mastenträger, was auch immer. Und das wird
waren auch Arme so beliebt. Waren die Christen bei den Armen so beliebt, kamen so viele auch an ihre Tische hin. Sie mussten jetzt nicht nur irgendwo betteln gehen oder auf dem Feld aufsammeln, was stehen gelassen wurde für die Armen. Nein, sie konnten hingehen und wurden versorgt. So ernst nahmen die ersten Christen das Leibliche. Sie nahmen es ernst. Unser tägliches Brot. Für sie hieß, Glauben heißt Brot teilen. Das war für sie klar. Glauben heißt Brot teilen. Mach Platz an deinem Tisch, da kann einer dabei sein. Keiner von den Armen musste draußen bleiben. Und könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn wir heute mit dem Geist Gottes so erfüllt werden? Von dem Geist, der großzügig teilt, der großzügig einlädt und ausleiht. Könnt ihr euch vorstellen, was da von uns passieren könnte in der Gesellschaft, mitten in so einer Pandemiezeit, mitten in so einer schwierigen Zeit? Ich bin überzeugt, jeder, der betet, unser tägliches Brot gib uns heute, der sagt auch, look, ich will alles tun, damit auch die, die neben mir sind, ihr Brot bekommen. Ich bitte um den Geist des Teilens und des Weitergebens, den Geist, der mir genügen zu lassen an dem, was ich schon habe. Wir beten um unser Brot und nicht um mein Brot. Und das ist der Big Point, wo Jesus hier macht. Wenn du da betest, dann betest du auch für die, die kein Brot haben. Nicht nur weltweit, die hungrig sind, sondern auch hier vor Ort, die nach dem Brot des Lebens wirklich sich sehnen. Und in der bekannten Geschichte von den Speisungen von den 5000 Leuten, wo ich es eben schon erwähnt habe. 5000 Leute sind zusammen und die Jünger stellen fest, dass die Leute hungrig sind, enorm hungrig. Es ist schon spät und es muss irgendwas her. 5000. Wir wissen auch um viele hungernde Menschen in dieser Erde. Und die Jünger sehen das, entdecken das, kommen zu Jesus hin und sagen, ja, was machen wir jetzt? Hunger nach Lebensmitteln, aber auch der Hunger nach der Lebensmitte, nach Gott. Nach Umarmungen, nach Vergebung, nach Neuanfängen und so weiter. Und was sagt Jesus seinen Jüngern? Was sagt er? Er sagt nicht, okay, wartet mal, Lieben, ich bete und dann fällt Manna vom Himmel. Nichts in der Richtung. Er macht eine ziemlich provozierende Aussage. Und wenn ich einer der Jünger gewesen wäre, ich hätte mir auch an den Kopf gepackt. Weil Jesus sagt Folgendes, gebt ihr ihnen zu essen. Da stehen so 12 Typen umher und Jesus sagt, gebt ihr ihnen doch zu essen. Man könnte fast einen Augenzwinker von Jesus sehen. Mach mal. Jetzt will ich mal sehen, was du machst. Und die 12 stehen da, ja, Gott, noch 5000 Leute, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, was soll man jetzt für ein Vermögen Geld ausgeben und alle Leute hier versprechen? Also, ist ja fast nicht denkbar, Jesus. Und dann werden die paar Brote und ein paar Fische zusammengetragen und alles wird gebündelt. Jeder brachte seine Gaben, seine Kräfte, sein Wissen für den anderen. Und das Resultat, alle wurden satt. Look, ich wünsche mir, dass dieses Wunder sich heute auch wieder irgendwo stattfindet unter uns hier. Gib ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Und ich glaube, da steckt viel, viel mehr dahinter, dass Jesus uns wirklich beauftragt, Essen zu geben. Dass wir wirklich beauftragt sind, das Brot des Lebens weiterzugeben. Und nicht einfach nur beten, ja ich hab's jetzt. Nein, unser tägliches Brot. Es geht wirklich um den Nächsten auch. Und jedes Mal, wenn wir das beten, ja, dann sind wir auch ein Stück, nicht nur in der Pflicht, sondern es ist wie eine Mission. Gebt ihr ihnen jetzt zu essen. Das ist den Job mal ganz praktisch. Wir kommen am Schluss. Look, eine große Auswirkung von dieser Pandemie, und wir wissen das mit all den verbundenen Maßnahmen, ist ja, dass sich sehr viele Leute überhaupt nicht mehr sehen. Und manche Leute gehen wie in Vergessenheit. Man wird mit müde, auch träger, es ist schwieriger und immer Zoom, immer Skype, Google Meet und so weiter. Es ist auf die Dauer anstrengend, weil es ist anstrengend. Ermüdend, in den Monitor nur hineinzuschauen, kaum Leute zu treffen. Und deswegen möchte ich einen Vorschlag machen oder vielleicht ist es eine Anregung für dich, vielleicht ist es auch ein Hören auf Gott jetzt. Wo der Geist Gottes
weil du gebetet hast, dein Wille geschehe auch in meinem Leben. Dass der Geist Gottes dich jetzt vielleicht an was erinnert. Ich möchte die nächsten Minuten Zeit nehmen, dass du einfach da wo du bist, sitzen kannst, hörst. Vielleicht fällt dir irgendeine Person ein. Vielleicht kommt dir irgendwie ein Name in den Sinn. Vielleicht kommt dir ein Gesicht in den Sinn. Vielleicht eine Familie, vielleicht eine Einzelperson, vielleicht ein entfernter Bekannter, vielleicht ein Nahbekannter. Dann ermutige ich dich, nimm das ernst. Gib ihr ihnen zu essen. Du kannst hier und jetzt, mitten in dem Celebration, kannst du dir ein Smartphone rausnehmen und kannst der Person eine Message schreiben. Das kannst du jetzt machen. Du kannst es auch nachher machen. Du kannst auch ein Selfie von dir machen und sagen, hey, ich habe an dich heute gedacht. Du bist mir in den Sinn gekommen. Und ich dachte, look, ich wollte dir einfach sagen, hey, ich denke an dich. Ich bete für dich. Oder, hey, ich würde mich freuen, wenn ich dich irgendwann mal wiedersehe. Hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Aber jetzt bist du mir eingefallen. Dann nimm das ernst. Ich glaube an dieses Prompting vom Heiligen Geist. Gott uns an Menschen manchmal erinnert und dann nicht einfach so. Gebt ihr ihnen zu essen. Schreibt der Person. Mach ein Selfie. Wie gesagt, aber du kannst auch Blumen verschicken. Du kannst einen Zopf backen. Neulich hat mir eine Frau ein paar Zöpfe eingekauft und irgendwo anders vor der Tür gestellt. Einfach, ich sagte, hey, liebe Grüße. Einfach als Prompting, um Leute haben sich bedankt, es ist nichts sonst passiert. Und trotzdem war es richtig und gut. Vielleicht möchtest du eine Karte schreiben. Vielleicht machst du einen Anruf. Stellt euch mal vor, wenn vom ICF Basel, Basel-Land und Lörrach in den nächsten Tagen von heute an hunderte solche kleinen Nachrichten rausgehen. Hunderte. Brot des Lebens wird verteilt. Gebt ihr ihn zu essen. Leute, wir haben noch ein paar Minuten jetzt und ich höre jetzt auf zu reden. Leute, wir haben viel zu geben. Und wenn wir geben, dann haben alle ihr tägliches Brot. So do it. Lass dich vom Heiligen Geist küssen, irgendwo berühren, irgendwie, aber nimm es ernst. Und dann schrieb, mach, tue und dann werden wir sehen, was draus kommen wird. Ich weiß nicht, ob dir einer eingefallen ist und mir ist eine Person eingefallen und ganz simpel geschrieben, hallo, habe gerade an dich gedacht und wollte mich mal melden. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, dich irgendwann mal wieder live zu sehen. Live und in Farbe. Ich möchte dich ermutigen, in den nächsten Tagen hinzuhören, wenn dir irgendein Mensch in den Sinn kommt. Ich glaube, Gott möchte, dass wir das praktizieren. Gebt ihr ihnen zu essen. Unser Vater im Himmel. Gib uns unser tägliches Brot. Also machen wir mit. Darf ich euch einladen, mit aufzustehen und ich möchte noch mit uns beten und für die Nachrichten, die gerade verschickt worden sind oder für die Menschen, an die du gedacht hast, einen Augenblick innehalten und beten. Und Jesus, ich brauche selbst immer wieder dieses Brot vom Leben in meinem eigenen Leben. Ich habe es nötig. Und mitten in dieser Phase, wo wir drin sind, Jesus, da bete ich, dass noch mehr von diesem Brot des Lebens, die Lebensmitte sich ausbreiten kann, auch durch uns. Wir beten für all die Nachrichten, die wir gerade verschickt haben und wo noch unterwegs sind und für die Anrufe, die gemacht werden. Wir möchten sehen, dass die Namen noch weiter rausgeht, dass wirklich Brot vom Leben verteilt wird, dass alle satt werden. Wir wünschen uns das. Und gebrauche uns und erinnere uns und gib uns auch Mut, wirklich so zu teilen.